Merci, Herr Präsident. Den Onlinehandel hält immer mehr Platz an unserem Konsumverhalten. Natürlich, dass immens bequem, seine Bestellung an der vom Cannabis daheim zu machen oder von der NRW online zu machen. Es stelle sich allerdings bei bestimmten Online-Händlern viel froher, was Produktqualität, Sicherheit und auch Produktion angeht. Produkte aus China sind bei den Konsumenten besonders populär. Mengen Informationen nur haben auf EU-Niveau 45% von den Konsumenten, die Produkte aus Drittländern bestellen, wurden aus China gekauft. Das ist auf das Geschäftsmodell von Shopping-Plattformen wie Temu, Shein oder ähnlicher zurückzuführen. Schnell an der Masse die Produkte aus China hergestellt, die bei uns über diese Plattformen vermarktet gehen. Das Resultat sind Produkte, die als Konsumenten der Sicherheitsstandards nicht entsprechen. Ein Problem ist, dass das aktuell europäische Gesetzgebung auf Punkte Konsumentenschutz nach so manchen Lücken aufweist. Die EU hat zwar die App Temu an die Visier geholt, das allein geht aber nicht durch. Ich meine, heute wäre es ganz wichtig, dass die Regierung sich zu Brüssel für mehr starken Konsumentenschutz ersetzt. Für die wisst man, der Minister hatte zu der aktuell viel diskutierten Plattform Temu schon eine Question parlamentär gestellt, an der ich mich bei der Regierung über die nicht konform oder defekt Produkte informiert hat. Vielmals merci für Ihre Antworten. Wir hatten auch zusätzlich Fragen über den Onlinehandel am Generellen. Erstens, welche Vorschriften sind applikabel für Online-Verkaufsplattformen zu Lützeburg? Welche Kontrolle mischt die Direktion der Konsumateure im Bereich vom Online-Shopping? Wie hat sich die Zahl von den Planten entwickelt? Und als eine Sensibilisierungskampagne am Bereich von der Produktsicherheit geplant? Schlussendlich will ich das Tribüne aber noch nutzen, für so kurz wie Gläschen, aber auch für Christtag einen Appell und all die zu machen, die aktuell auf der Sicht noch Kado sind. Neben den grössten Shopping-Plattformen, die wir alle kennen, gibt es heute zu Lützeburg auch die Plattform Let's Shop, wo ihr Produkte aus den Lützeburger Geschäften kaufen kann und die ihr noch ganz bequem heimgeliefert kriegt. Das ist wichtig, auch an den Lützeburger Marché zu denken und auch vielleicht besser direkt bei den Lützeburger Betrieben Kommerze ralusen zu gehen und auch lokal anzukaufen. Vielmals merci. Merci, Madame Weidert. Dann wird Madame Minister für Konsumentenschutz. Madame Minister. Vielmals merci für die Frage. Ich bin auch mehr für den letzten Shop zuständig für den Temu. Ich denke, da die Frage nun, die erste Frage waren die Vorschriften, die applikabel sind. Das ist natürlich zu Lützeburg immer den Code de la Consommation, das Direktiv E-Commerce, die an nationales Gesetz umgesetzt ist. Und es sind die EU-Reglemente über den Digital Services Act und den Digital Market Act. Dann hat gefragt, Kontrollen, die wir machen. Das heißt, Kontrollen machen wir aus sich bei zu Lützeburg zusätzliche Professionellen, die online verkaufen. Und die machen wir erstens, wenn wir einen Plan kriegen, oder zweitens, wenn wir eine sektorielle Enquete machen. Und in den letzten Jahren haben wir zweimal flächendeckend sektorielle Enquete gemacht, wo wir sich dann den Affichage vom Preis gucken, wo wir gucken, ob die Informationen von den Produkten stimmen, ob die Informationen vom Professionellen richtig sind, ob die Lieferbedingungen exakt beschrieben sind und so weiter. Und wenn sie nicht en Regeln sind, dann schreiben wir die professionell an. Und ich muss so ganz tags als eine Kleinigkeit nicht en Regeln, aber meistens gehen wir dann so eins, dass sie dann eben direkt en Regeln sitzen. Natürlich muss man nie andere Mesuren müssten ergreifen. Die internationalen Plattformen, da machen wir nicht Kontrollen, aber die Kontrollen gehen auf europäischem Niveau gemäht. Wann etwas zu Lützeburg auffällt, respektive wenn wir etwas mitgedeelt kriegen, dann geben wir das weiter. Dann geben wir es weiter auf europäischem Niveau. Und da hat Plante gefragt, dass quasi kein Plant, weil das ist ein Plant von gegen Temu zu Lützeburg ankommt. Wahrscheinlich ist das dadurch fett, weil ganz tags nicht so viel suchen, haben durchsteht bei den Bestellungen an die Engplant, die wir da kriegen, und wir dann natürlich auch weitergehen, so wie das vorgesehen ist. Dann hat gefordert eine Kampagne de Sensibilisation. Auch da sind wir nicht direkt zuständig. Das ist Ilnas, die dafür zuständig ist. Wir haben ganz engen Kontakt mit der Ilnas. Und wir haben noch festgehalten, den 1. Januar haben wir eine Versammlung, wo zwei Hauptsujets gehen. Das eine ist Produktsicherheit und das andere ist Sensibilisation. Und dann, nach dem 1. Januar wissen wir mehr, wie die Kampagne de Sensibilisation könnte. Merci.